Guten Morgen. Ich habe gestern die Frage erhalten, wie man Decks baut und ob ich eventuell mal ein Video dazu machen könnte. Das Problem ist beim Deckbau, es gibt so viele Möglichkeiten. Auf welchem Level spielst du? Welche Nation willst du spielen? Willst du schnell spielen? Ein mittleres Spiel? Das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Danach kam die Frage, es würde sich gerne um ein englisches Deck in Verbindung mit Italien handeln, so ein Control Deck. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was Control Decks sind. Ich habe dann gesagt, ich baue eins. Das wäre dann dieses da, diesen Zuschauervorschlag. Ich zeige euch das Deck jetzt mal. Ich habe es gestern schon gebaut. Also für das Bauen braucht man einfach diesen Alle Anzeigen Knopf, damit man sieht, was habe ich alles für Karten. Ich denke mal, für ein Control Deck geht es darum, dass ich die Rusher abwenden kann. Das habe ich Wachen mit eingepackt. Ich habe Einheiten, die ich verlangsamen kann, die ich blockieren kann und habe dann Befehle drin, die Einheiten direkt zerstören. Ein paar günstige Einheiten und für das spätere Spiel dann noch etwas bessere Einheiten. Der Moskito sicher. Festgesetzte Einheiten werden unterdrückt mit der Crowell. Die Kanonen habe ich immer gerne drin. Damit kann man auch gut das Schlachtfeld bereinigen, vor allem von billigen Einheiten, wenn ich Einheiten habe mit hohen Verteidigungswerten. Und hier kriege ich Lebenspunkte, wenn ich einen einsetze. Hier kann ich eine Einheit festsetzen und zerstören, falls sie den höchsten Angriff hat. Ein bisschen noch Garnisonen dazu. Hier noch ein bisschen Garnisonen und verlangsamen. Verteidigung mit dem Angriff gleichsetzen. Billige Wachen, Lebenspunkte fürs Hauptquartier. Hier ebenfalls Lebenspunkte fürs Hauptquartier. Und noch Flugfeld und Befehle vom Gegner. Das war so meine Vorstellung von einem britisch-italienischen Control Deck. Keine Ahnung, ob das ein Control Deck ist. Sowas würde ich spielen in der Kombination, wenn es um meine Vorstellung von Kontrolle geht. Und jetzt versuchen wir da mal 1, 2, 3 Runden zu spielen mit diesem Deck, um zu schauen, ob meine Idee der Zusammenstellung überhaupt funktioniert. Ich habe mal wieder vergessen, die Effekte einzuschalten, aber das kann ich jetzt noch erledigen. Effekt etwa 50%. So. Also, das gibt mal einen japanischen Rusher, das heißt, ich brauche etwas mit 1, kostet zu viel, alles zu teuer. Ich brauche Wachen, ich brauche billige Einheiten. Ich habe noch nichts, das ich spielen kann. Diese da hier wird um 1 teuer, wenn ich anfange. Sonst wäre das eine Zweier. Ich setze jetzt mal meinen Flieger. Den kann ich dann schützen mit dieser Wache. Und wenn er den Flieger angreift, verliert er seine Einheit und ich meine nicht. Der macht jetzt hier 4 Schaden und ich habe hier 4 Verteidigung, also kann ich eigentlich diese beiden Einheiten bereits neutralisieren. Vielleicht neutralisiert er meine Einheit, damit er hier direkt, kann er direkt angreifen. Okay, das wird ein kurzes Spiel. Ich brauche jetzt irgendwann mal Lebenspunkte. Der macht jetzt 4, 6, 8 Schaden. Ich mache mir hier selber noch einen Schaden, aber der muss mal weg. Ganz klar. Dann setze ich hier die Garde, blocke die beiden Angriffe ab und
buffe mal mein Hauptquartier. Also diese Bindungsschaden, der muss ich jetzt in Kauf nehmen, um 4 Schaden abzuwenden. Ah, der zerstört mir jetzt die Wache. Der geht einfach direkt rein. Jetzt kann ich dann diese spielen in Verbindung mit dieser und dann diese Karte. Das machen wir jetzt natürlich. Jetzt blockiere ich die alle. Oh, krieg sogar noch eine Wache dazu. Dann kann ich jetzt diesen spielen, dann sind diese 3 weg. Und diese ist auch noch weg. Ah, jetzt kommt er mit Sturm. Okay. Ah, jetzt hat er eine zu viel. Okay. Ich opfere jetzt die, dann hat er noch 2 Angriff. Dann komme ich mit der Wache. Ja, machen wir das mal so. Ich opfere jetzt die. Und den auch noch. Gut. Jetzt hat er einen Sturm. Ja. Okay, jetzt haben wir hier Blitz. Der hat nur 2. Also ich brauche jetzt hier eine Wache. Wir nehmen diesen da. Bauen hier eine Wache hin. Setzen dem die Verteidigung mit dem Angriff gleich und zerstören eine Einheit. Dann hat er bloß noch eine. Dann kann ich diese Wache, hoffentlich überlebt die dann. Weil da hat sicher auch so Einheiten drin, wo ich die Wachen zerstören kann. Genau sowas. Okay, jetzt steht er hier. Dann nehmen wir jetzt den Moskito. Knallen den mal weg. Dann kommt der Panzer, zerstört mir diese Einheit und kann hier noch 2 Schaden machen. Okay, ich muss sehen, dass ich den jetzt aushungern kann. Der hat jetzt noch eine Pin-Karte, der kann mir jetzt noch eine Karte pinnen. Okay. Ah, das ist eine Wache. Dann brauche ich jetzt diesen da und knall den weg. Da, noch eine zusätzliche Garnison. Ah. Dann hat er sicher nochmal. Okay, der macht mir jetzt Schaden. Okay, ich muss 1 Schaden, 2 Schaden. Ich muss da mal damit in die Front. Ich brauche diese Einheit da. Ah, ich muss den auch noch killen, okay. So, jetzt kriege ich wieder Leben. Und der macht nur noch 1 Schaden. Und das Hauptquartier ist bewacht. Er gibt auf. Okay. Ich muss sagen, das Deck hat funktioniert. In der ersten Runde gleichen Sieg.
Das war jetzt so ein typischer Rusher. Versuchen wir noch eine zweite Runde. Was ist das für eine Pistole? Das ist eine amerikanische Pistole. Das müsste ein Amerikaner-Spieler sein. Die sind meistens nicht so schnell. Also diese Gravecard brauche ich mal nicht. Ja, diese könnte ich nehmen. Diese brauche ich eigentlich. Aber da hätte ich was zum Spielen. Das ist eine Karte. Gleich zwei dieser Flieger. Ja, der kommt jetzt in die Front und spielt logischerweise mit Wetter. Das da hier ist ein Bomber, das ist ein Moskito, das ist auch ein Bomber. Dann brauchen wir diesen Flieger da. Du bist ein Jäger, oder? Ja, ein Jäger. Ja, der muss weg. Dann nehmen wir jetzt diesen da. Wenn wir noch mehr von diesen setzt, können wir den Bomber einsetzen, sind die alle gleich weg. Gleich auf den Angriff. Dann machen wir jetzt 2 Schaden. Oder ich zerstöre den. Dem kann ich ja noch nicht. Also ich setze mal eine Wache und greife mal sein Hauptquartier an. Kriege ich jetzt 2 Leben. Danach kann ich ja hier mit diesem Blitzbomber den zerstören. Der kommt hier nicht durch. Der zerstört jetzt diesen Tiger, das war klar. Aber dann kann ich diese Karte noch schützen. Und jetzt kann ich mit meinem Blitz sein Geschütz zerstören. So. Dann geben wir diesen Flieger, zerstören diesen da, Bindung lassen wir jetzt nochmal außen vor. Ich habe ja noch diesen Bomber. Okay, jetzt kommt er in die Front. Muss er ja. Kommt er schon wieder an. Okay. Kommt wieder mit einem Sturm. Ich habe einen neuen. Der muss ja mal weg. Dann kommt dieser Flieger, der ist eine 3. Und dieser kriege ich da schon mal wieder Leben. Und der hat ja jetzt Hinterhalt, kann nicht, im Prinzip kann er zerstört werden.
Bindung Wache. Also der macht mir jetzt 3 Schaden. Füge allen. Bindung Wache. Ich nehme mal den mit. Dann dieses Geschütz da. Ist Leben und den hau ich weg. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Dann hat er mir jetzt einfach mal die ganze Verteidigungslinie zerlegt. In einem Zug. Okay. Dann haben wir hier zum Glück noch einen zweiten solchen Bomber im Deck. Wir gehen langsam die Karten aus. Ich bräuchte mal die Einheit, wo ich kann. Oh, okay. Der hat aber viele taktische Einheiten im Deck. Okay, der geht wieder weg. Haben wir hier mal eine Wache. Dann haben wir hier eine Garnison. Dann haben wir hier einen Bomber mit 1 Schaden. Und da noch 2 Schaden. Ja, genau. Der hat sehr viele britische starke Einheiten. Und er kommt jetzt in die Front. Und jetzt kann ich da wieder. Ich mache da 2 Schaden. Dann setze ich diese Garnison und diesen Bomber. Jetzt habe ich nur noch diese eine Karte da. Okay. Er nimmt wieder den Sturm. Okay, jetzt setzt Ziel ein und zerstöre sie. Das wäre dann diese da. Dann haben wir diese Einheit auch zerstört. Und hier kriege ich noch eine Karte. Und das ist Bindung Wache. Die setzen wir auf die andere Seite. So. Jetzt hat er eine Sturmkarte. Dann kann er mir wieder eine Karte zerstören. Aber nicht alle 3. Den Bomber hat er gekriegt, okay. Und eine Vernebelung. Da müssen wir jetzt diese Einheit zerstören, die ist so mächtig. Ah, echt jetzt? Also er kann mir jetzt die zerstören und die zerstören. Habe ich. Ja. Schade. Ah,
muss ich in die Front. Dann brauche ich hier die Karte. Ich habe zu wenig Karten. Also müssen wir mal 2 Karten ziehen. Und wir ziehen nochmal eine Karte nach. Gehe ich mit dem in die Front, ist er weg. Lassen wir das. Okay. Das ist ja mal eine Ansage. Dann sieht man eigentlich gar nie diese Karte da. Okay, ich habe jetzt hier eine Wache, mal eine Wache. Ich gehe da in die Front. Ich mache hier 6 Schaden, das bringt's nicht. Gehe damit in die Front. Gehe damit in die Front. Und ich hau die Schrägformation raus. Ah, okay. Ja, schön. Okay, was kann der? Der hat Blitz 8. Okay, wenn ich da jetzt in die Front fahre, ich bräuchte da ein bisschen mehr, könnte ich eventuell etwas zerstören. Wir probieren es einfach. War jetzt nicht so schlecht. Okay, der stirbt leider. Ich habe jetzt nichts mehr, womit ich den zerstören könnte. Und noch mehr britische. Boah, okay. Ja, das war's. Hat er gut gemacht. Aber immerhin gegen den Rusher hat es funktioniert. Und auch sonst, ja. Also ich bin zufrieden mit meinem Deckvorschlag. Dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.